Wir wollen miteinander verschiedene Dimensionen vom Gottesdienst entdecken. Verschiedene Dimensionen, die man manchmal gar nicht so wahrnimmt auf den ersten Moment. Und ich weiss jetzt auch nicht, wie du heute Morgen da hingekommen bist, wie es dir geht, wenn du im Livestream mit dabei bist. Vielleicht gibt es Sachen, die dich beschäftigen, wo du sagst, ja, ich habe gar keine Lust, um irgendwie Gottesdienst zu feiern, um das Thema Worship zu besprechen. Vielleicht bist du auch voll begeistert da hingekommen. Und das Wunderbare am Gottesdienst ist, dass die himmlischen Dimensionen reinbrechen, mitten in unseren Alltag, mitten in unser Leben. Und das Schöne an dem ist, vielleicht bist du schon seit ewiger Zeit, seit 1000 Jahren mit Jesus unterwegs. Vielleicht sagst du aber auch, ja, Jesus, eigentlich sagt mir das gar nicht. Eigentlich bin ich jetzt einfach da per Zufall oder schau mal rein und ich habe gar nichts mit dem Jesus zu tun. Aber das Schöne ist, wenn du jetzt da mit dabei bist, wenn wir miteinander in dem Gottesdienst bei dieser Predigt sind, dann will Gott uns begegnen. Dann will er seine Dimension in unseren Alltag hineinbrechen lassen. Und das wünsche ich mir für jeden, der jetzt da ist, der jeden im Livestream zuschaut, ja, dass Gott den Himmel aufmacht und er wirkt das, was er will. Und dafür wollen wir auch beten. Danke vielmals, Vater im Himmel, dass wir da Gottesdienst feiern und das nicht einfach etwas ist, wo ein Programm ist oder irgendeine Unterhaltung, die wir da organisieren, sondern dass du, lebendiger Gott, da gegenwärtig bist. Da in diesem Raum, in diesem Saal, aber auch daheim, dort, wo einer ist, der das schaut, wo wir miteinander in deinem Namen zusammen sind. Und wir wollen dich bitten, dass du den Himmel aufmachst und wir deine Dimension nicht nur wissen, sondern auch erleben in dieser Zeit, in diesem Moment. Mach unsere Herzen parat dafür. Amen. So Dimensionen vom Gottesdienst entdecken. Ich weiss jetzt nicht, was du schon alles mitgenommen hast in dieser Serie. Am letzten Sonntag hat Michi uns erzählt von der Predigt, wenn Predigt plötzlich im Alltag unser Leben zur Predigt wird für andere Menschen. Ganz spannende Gedanken zum Thema Predigt. Wir haben miteinander einen Text aus dem Hebräerbrief angeschaut, vor 2 Wochen, der zeigt ist, wie einfach Gott reinbricht in unsere Welt hinein, im zusammen Gottesdienst feiern. Wie wir miteinander verbunden sind, nicht nur wir, die heute da sitzen quasi, sondern mit Christen auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten. Wir sind zusammen vor dem Thron von Gott und es sind auch Myriaden von Engeln und wir haben dir gesagt, wir stimmen mit ein ins universale Lob von Gott, zum ihn preisen, zum ihn rühmen und ihn in die Mitte stellen. Und genau das ist das Thema von heute. Wie sieht denn das jetzt aus? Wie läuft das mit dem universalen Lob, mit dem Lobpreis? Dass wir zusammen Worship machen und Gott anbeten und ihn ehren und rühmen. Ja, der Simon hat es gesagt, die einen sind da hingekommen wahrscheinlich mit einem richtigen, freudigen Herzen. Ja, das Thema Worship, das ist so deine Herzenssprache, wie du mit Gott in Kontakt kommst. Andere sind vielleicht gekommen und haben gedacht, ja, jetzt muss ich schon jeden Sonntag singen und mache es nicht so gern und jetzt tun wir noch einen ganzen Sonntag über das noch hören dazu. Das ist vielleicht nicht so das Lieblingsthema, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie es dir geht beim Worship. Ich erlebe immer wieder, dass ich am Sonntagmorgen komme und dann sind wir da und dann fangen wir an zu singen und ich merke, wie mein Herz wie gar noch nicht so parat ist und dann singt man da, ja Gott, er kämpft deine Kämpfe und so und ich denke, ja, heute Morgen ich musste kämpfen mit dem Aufstehen. Oder irgendwie, dein Gott ist grösser, hat alles in seiner Hand und irgendwie habe ich, dann steht man auf am Sonntagmorgen und singt die Lieder und das Herz ist weit weg oder man hat das Gefühl, es ist gar nicht so wie parat. Ich weiss nicht, wie es dir damit geht oder vielleicht denkst du auch, oh, ja, singen, jetzt müssen wir wieder singen. Ich kann gar nicht schön singen, ich tue einfach möglichst leise, dass ja niemand hört. Es gibt auch das Gegenteil, die Leute, die extra laut singen, dass alle hören, wie schön sie können singen. Ich weiss nicht, zu welcher Gruppe dass du dazugehörst, wie es dir geht, wenn du am Morgen kommst. Für mich ist 10 Uhr am Morgen relativ früh und dann soll man da aufstehen und Worship machen. Ich muss manchmal mir innen noch ein bisschen die Augen reiben. Vielleicht stehst du da wie ein Erdmännchen und ja, jetzt geht es endlich los. Fakt ist, Worship ist in der Bibel ein sehr grosses Thema und sehr ein wichtiges Thema. Ich meine, wir haben unzählige Lieder, die man in der Bibel findet, nur schon die 150 Psalmen. Und da gibt es ja noch mehr. Zum Beispiel die Lobgesänge von der Miriam oder die Siegeslieder von Mose und der Deborah oder die Dankeslieder, die man findet, vom Jona, vom Hiskia, von der Hanna und bis am Schluss in der Bibel, bis in der Offenbarung, die Lieder von der Gemeinde, die dann im Himmel ist, wo Gott lobt und preist und arbeitet, wo man einige dort findet mit den Bibeltexten. Und es ist spannend, mal in die Bibel einzutauchen und schauen, was sagt sie denn zu dem Thema. Und genau das wollen wir miteinander machen. Ich tue jetzt nicht alle Texte vorlesen, sonst wären wir das Zeitchen dran, sondern ich habe einen ausgewählt, den wir miteinander lesen wollen. Steht im Kolosser, die Bibel da haben, können gerne mit aufschlagen. Kolosser 3.
Es ist eigentlich ein ganz kleiner, kurzer Text, wo es um das Thema Lobpreis, Worship geht. Aber wir wollen miteinander auch noch ein bisschen schauen, was steht vorher und nachher. Weil die Sachen stehen ja immer im Zusammenhang voneinander. Man kann nicht Sachen einfach auseinandernehmen und nur ein einzelnes Versli rauspicken. Darum lese ich da ein paar Verse. 14 bis 17. Da heißt es: Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort und im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Es ist noch interessant, wie das Abschnitt aufhört. Alles, was ihr tut, tut im Namen des Herrn, Jesus. Also es zielt am Schluss sogar dahin, dass alles, was wir tun in unserem Leben, egal am Sonntagmorgen oder mitten unter der Woche, soll im Namen von Jesus geschehen. Also so, dass Jesus Freude macht, zur Ehre von Jesus. Mit anderen Worten, das ganze Leben kann Anbetung und das Lob für Gott sein. Wir wollen heute miteinander vor allem schauen, wie sieht das denn aus, wenn wir zusammenkommen. Der Paulus schreibt ja da zu dieser Gemeinde. Und es ist interessant, wenn er da von den Liedern schreibt, in dem Kontext, dass er da zuerst über andere Sachen redet, die aber mit dem Lobpreis auch zu tun haben. Ich finde es interessant, dass er den Abschnitt da anfängt, oder sogar, wenn wir noch ein bisschen vorher schauen, dass er darüber redet, wie es Zusammensein der Christen soll sein. Das ist so der erste Punkt, der mir wichtig ist zum Thema Worship. Und zwar schreibt er da, wenn wir noch ein bisschen weiter vorne lesen, von dem, wie Christen miteinander umgehen sollten. Er schreibt, dass man gütig sein zueinander, dass man demütig sein, dass man Rücksicht nehmen aufeinander, dass man einander vergeben soll. Er sagt, das sind so wie Kleider, die man anlegt als Christ. Und dann kommt da im Vers 14, zu dem allen aber zieht die Liebe an, wo so ist wie ein Band, wie ein Gürtel, wo das alles zusammenhebt. Also wenn wir am Sonntagmorgen oder irgendwann zusammenkommen, um miteinander Gottesdienst zu feiern, um ihn anzubeten, dann soll das Band von der Liebe etwas absolut entscheidend sein. Von der Vollkommenheit, das bedeutet nichts anderes, als dass es das zum Ziel bringt. Also das Band von der Liebe soll das zum Ziel bringen, all die anderen Sachen, die da gestanden sind. Und ich denke manchmal, wenn wir zusammenkommen und wenn Lobpreis machen, wenn wir Gott anbeten, wie wichtig ist, dass wir Liebe haben untereinander, dass wir nicht verstritten sind, dass wir Frieden machen miteinander. Das heisst da, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Das bedeutet nichts anderes als einerseits, dass wir auch Frieden haben miteinander, dass wir nicht im Streit da sind und zusammen Lobpreis machen gehen, sondern dass wir Frieden schliessen, dass wir einander vergeben, dass wir das Band von der Liebe spüren untereinander. Das ist doch etwas, was so von sich aus Gott ehrt und Gott rühmt und wie kraftvoller ist, wenn man zusammen Gott arbeitet. Aber es bedeutet auch noch etwas anderes. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Das bedeutet einfach zuerst einmal, ist der Friede von Jesus überhaupt in meinem Herzen drin? Erlebst du den? Vielleicht bist du jetzt da am Zuhören und denkst, ja eigentlich, wenn ich an Jesus denke, dann habe ich nicht das Gefühl von Frieden mit Gott, sondern mehr das Gefühl von Distanz. Etwas, was zwischen ihnen steht, dass Gott eigentlich gar nicht in der Nähe ist. Ja, vielleicht im Zusammenhang mit Gott gar kein Gefühl, weder vom Frieden noch von sonst irgendetwas. Vielleicht denkst du, ja, Jesus, der ist irgendwie weiter weg, der hat gar nichts mit meinem Leben zu tun. Und wenn wir da lesen, sehen wir, dass das wie eine wichtige Grundlage ist. Wie ist denn das mit dem Frieden? Wie kann man dann in den Frieden hineinkommen mit Gott? Und ich möchte einen kurzen Vers vorlesen aus dem Epheser da dazu nehmen. Im Epheser 2,13 heißt es: Damals wart ihr fern von Gott. Das ist noch interessant. Also es gibt es wirklich, dass man sich fern von Gott fühlt. Das ist nicht etwas Außergewöhnliches, sondern ganz viele Menschen erleben das, dass man sich fern von Gott fühlt. Und auch dort haben sich offensichtlich viele Leute früher, damals, wart ihr fern von Gott, haben sich fern von Gott gefühlt. So wie wenn etwas zwischen einem und Gott reinsteht. Irgendetwas, ein Mauer oder so. Und dann heißt es weiter: Jetzt aber seid ihr ihm nahe durch die Verbindung mit Jesus Christus, durch das Blut, das er vergossen hat. Mit anderen Worten, es gibt eine Möglichkeit, dass man wirklich Gott näher kommen kann.
Und die Möglichkeit, die hat einen Namen, die heißt Jesus Christus. Jesus Christus ist genau wegen dem auf die Welt gekommen, um Gott uns Menschen wieder näher zu bringen und das, was die Ferne verursacht, wegzunehmen, auf die Seite zu schaffen. Und das heisst ja da dann durch das Blut, das er vergossen hat, könnte man sich jetzt fragen, ja, was bedeutet denn das? Was hat jetzt das Blut von Jesus mit dem Ganzen zu tun? Also es ist so etwas Wunderschönes, was dahinter steckt. Nämlich, dass die Mauer, die zwischen uns und Gott steht, wo die Bibel sagt, dass das unsere schlechten Sachen sind, dass das die Trennung ist, die wir manchmal verursachen, dass das unsere Distanz ist, die wir selber von Gott gehen, dass das die schlechten Gedanken sind oder die Sünde, ganz grundsätzlich, dass das wie eine Mauer zwischen uns und Gott steht. Und genau wegen dem ist Jesus gekommen, um das aus dem Weg zu räumen, um das Problem aus der Welt zu schaffen, um die Nähe wieder zu ermöglichen. Und er ist ans Kreuz gegangen und hat die ganze Strafe auf sich genommen, die das kostet, die das braucht, um die Nähe wieder zu ermöglichen. Und sein Blut, das er vergossen hat, wird er auch uns wie schenken. Er wird es für uns vergießen. Und er wird die Vergebung dir und mir schenken. Das heisst ja da, jetzt aber seid ihr ihm nahe durch die Verbindung mit Jesus Christus. Also wir können zu Jesus kommen und die Vergebung annehmen. Wir können mit Jesus in Verbindung kommen und sagen, hey Jesus, ich will, dass dein Blut an mich reinwäscht, dass das auch für mich vergossen ist. Und dann heißt es weiter, Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht hat. Also der Friede, den Jesus uns bringt, dass wir Gott wieder näher sein können. Was für eine wunderbare Sache. Und auch, wenn wir da lesen im Kolosser, Liebe untereinander, Friede mit Gott, Friede untereinander. Ich glaube, das ist so die erste, allerwichtigste Grundlage im Worship, dass wir zusammenkommen und so eine Art Einheit haben miteinander. Ich zeichne jetzt das da mal so wie als ersten Punkt auf. Die einen kommen damit super fröhlich, oder? Die anderen, wenn man zusammenkommt, manchmal ist man, weiß auch nicht, sogar traurig. Aber wenn wir zusammenkommen, soll der Friede und das Band von der Liebe unsere Gemeinschaft bestimmen. Ich tue das da mal so verbinden. Einheit. Die Einheit untereinander, ich glaube, das ist eine absolut wichtige Voraussetzung für den Worship, für Gott zu loben und anzubeten. Was hat das für eine Kraft? Vielleicht erlebst du das manchmal auch. Das ist das Coolste, wenn man da in der vordersten Reihe sitzen kann. Weil dann hört man manchmal den Lobpreis und nicht nur von vorne, sondern man hört, wie alle das singen. Und das hat so eine Kraft. Also manchmal, wenn ich da vorne sitze und so die ganze Gemeinde höre singen und Gott anbeten, dann habe ich so richtig Hühnerhaut. So die Kraft von der Einheit, um zusammen Gott anzubeten, ich glaube, da steckt ganz viel drin. Und wir sollen ja eins werden im Namen von Jesus und so zusammenkommen. Darum, wenn wir zusammen Worship machen wollen, lass uns Frieden miteinander schliessen. Lass uns einander vergeben. Lass uns einander dienen. Lass den anderen uns höher achten als uns selber, dass wir zusammen vor Gott kommen können und ihn anbeten können. Etwas Zweites, was ich entdecke in diesem Text, es heisst dann im Kolosser 3, Vers 16, wenn wir dort weiterlesen, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Singt Gott in euren Herzen in Gnade. Da wollen wir jetzt genau anschauen in den Vers. Was bedeutet das? Also das heisst das Wort von Christus. Das, was Jesus uns gesagt hat, das, was wir heute in der Bibel finden. Also für uns ist das heute die Bibel. Das wohne in euch. Das bedeutet, es soll in uns wohnen, es soll unseren Alltag, unser Leben prägen. Es wohne reichlich. Reichlich bedeutet quasi umfänglich. Das heisst, ich nehme nicht die Bibel und suche die 2 Versli aus, die mir gerade passen und der Rest interessiert mich nicht, sondern ich schaue das Ganze an. Wir sollen das Ganze miteinander anschauen, reichlich, dass es vollständig, umfassend, umfänglich da ist. Und dann heisst es, lehrt euch gegenseitig. Das bedeutet, jeder, der Jesus glaubt, jeder Christ hat die Verantwortung, die Erkenntnis aus dem Wort von Gott aus am anderen auch weiterzugeben. Und miteinander so zu lehren, hey, schau mal, was ich da entdeckt habe, so etwas Spannendes. Aber auch dann ermahnen. Das Ermahnen gehört dort auch dazu. Lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Und ermahnen, das heisst so ganz praktisch im Leben, hey, du bist jetzt ein bisschen komisch unterwegs, da wäre doch genau etwas anderes dran. Das sind so die alltäglichen Sachen, wie wir mit etwas machen. Und dann ist es ja spannend in der Bibel, im Griechischen
Urtext, dass es dort eigentlich wie kein Satzzeichen drin hat. Und gerade bei diesem Vers merkt man das sehr gut, weil das die verschiedenen Übersetzungen an verschiedenen Orten Punkt und Komma und Doppelpunkt und die Sachen setzen. Also einige Übersetzungen tun das so machen: Lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Und ich glaube, es ist wichtig, egal wo man jetzt den Punkt und den Komma setzt, dass man die Bibel lesen und es im Zusammenhang versteht. Also das Lehren und das Ermahnen, das kann mit praktischen Worten sein, so wie man es jetzt gehört in der Predigt. Aber das kann auch sein mit Psalmen, dass man einander lehren. Mit Lobliedern und mit geistlichen Liedern. Für mich bedeutet das nichts anderes, als dass wenn wir zusammen Lieder singen, dass wir, wenn wir Worship machen, dass das auch zu der gegenseitigen Ermahnung oder Lehre kann sein, wenn man jetzt da die biblischen Begriffe sagen will. Oder dass es uns auch gegenseitig aufbauen. Und mit anderen Worten, wenn wir da hinkommen und zusammen Lobpreis machen, dann ist das nicht nur für mich und mein eigenes Ego, sondern dann ist das auch für den, der neben mir sitzt. Für den anderen. Mit dem Worship kann ich anderen dienen. Das ist etwas, was zur Auferbauung ist. Ich weiss nicht, wie gut dass ihr seid in der Musik. Aber so ein Zeichen, das das eine aufhebt, das ist das Kreuz. Das macht den Ton ein bisschen höher. Als Symbol jetzt da für Auferbauung. Also das, was im Worship passiert, hat nicht nur mit mir alleine zu tun, sondern es kann bedeuten, dass sich der andere auch auferbaut. Dass wenn wir da hinkommen, dass ich nicht nur an mich selber denke, sondern auch an andere, dass vielleicht die Worte, die ich ausspreche, die ich singe, dass die Realität, die geistliche Realität, die ich proklamiere, wo ich vielleicht manchmal selber gar nicht mit meinem Herz dort bin an dem Ort, dass das trotzdem auch am Nächsten kann dienen und ihn kann aufbauen, ihn kann ermahnen, ihm etwas kann lehren. Ich habe mir das vorgenommen, wenn ich Lobpreis mache, soll es nicht nur für mich sein, sondern es soll auch den anderen ermutigen und den anderen aufbauen. Wenn wir da singen, Jesus kämpft deine Kämpfe, das haben wir vorher gesungen miteinander. Vielleicht habe ich gar keinen Kampf im Leben, aber vielleicht hat der neben mir einen Kampf im Leben. Und dann hört er, hey Jesus, er kämpft deine Kämpfe. Das kann etwas sein, das tut so gut. Wir sprechen etwas aus miteinander, wir glauben daran, wir wissen es vielleicht fühlt es sich zwar gar nicht so an, aber es kann sein, dass es genau das ist, was am nächsten auch hilft. Für mich ist Worship immer auch ein Proklamieren, ein Aussprechen von dem, was ich selber vielleicht auch gar nicht spüre oder sehe oder selber erfahre, vielleicht sogar nicht einmal glaube, aber durch das Aussprechen und durch das Hören voneinander fängt plötzlich etwas an zu wachsen. Fängt plötzlich wie ein Glaube auch an zu wachsen. Im Römer 10 jetzt heisst das, dass der Glaube aus der Predigt kommt oder aus dem Verkündeten oder wenn man es genau übersetzt, aus dem, was man hört, aus dem Gehörten. Der Glaube kommt aus dem Gehörten und das Gehörte kommt aus dem Wort von Gott. Das bedeutet für mich, ich muss nicht da hinkommen und das Gefühl haben, ja, beim Worship, zuerst muss ich irgendwie etwas mega krass glauben und mit dem Gefühl voll dabei sein und dann kann ich es erst von Herzen singen, sondern umgekehrt. Wir singen das, was inspiriert ist aus dem Wort von Gott. Wir sprechen es einander zu. Wir hören es voneinander. Und dann fängt es an, etwas mit uns zu machen, mit unserem Herzen. Also ja, ich wünsche mir, dass wir das singen, was wir glauben. Aber manchmal ist es genau umgekehrt. Wir fangen das an zu glauben, was wir aussprechen, was wir singen, was wir einander zusingen. Für mich ist das etwas, dass wir einander so auch dienen können, dass es einander so auf eine Bauung kann sein. Eine Dimension vom Worship, wo man da auch sieht, in dem Vers hinein, wir sollen das machen mit Psalmen, mit Lobliedern und mit geistlichen Liedern. Also da ist auch eine enorme Vielfalt da. Also da hat es irgendwie, ich mal einfach da so zwei ganz unterschiedliche Nötchen an. Die einen laut und forte und die anderen Piano, mega schnell. Die einen lang, noch mit Akzent und die mega kurz oder so. Es gibt eine Vielfalt im Worship. Mega interessant, eine Vielfalt, die wir auch miteinander erleben können. Es wird da 3 verschiedene so Lieder gebracht. Man kann sich jetzt fragen, ja, was die denn bedeuten. Psalmen, Loblieder mit geistlichen Liedern. Psalmen, Psalmois sind einfach auch Psalmen, dass man wirklich Psalmen miteinander singt. Das tönt im Griechischen fast wie im Deutschen, ist echt noch lässig. Das bedeutet, wir können zusammenkommen und Psalmen singen, wirklich Psalmwort.
Dann das Loblied, das Wort, das dort steht, ist Hymnois. Oder könnte mir sagen Hymne. Das ist das Wort, das man heute kennt. Das sind so Siegeshymnen eigentlich oder Festhymnen, wo man singt für Gott, weil er der Sieger ist, wo man Gott groß macht und ihn ehrt und rühmt und preist. Und dann geistliche Lieder. Ode, die Ode, das kennt man eigentlich auch auf Deutsch, oder? Das Lied. Und dann Pneumatikais, geistlich, vom Heiligen Geist gewirkt. Das sind einfach Lieder, wo der Heilige Geist inspiriert, wo man dann zusammen singt, wo so ein er gewirkt hat. Neue Lieder, die entstehen. Und ich habe mal geschaut, ich finde es noch spannend, wenn wir zusammen singen, haben wir von all diesen Liedern dabei. Also wir haben Psalmen, die wir singen, wir haben Hymnen, die wir singen, wir haben so geistliche Lieder, die wir singen. Ich habe zum Beispiel das Lied, das wir am Anfang gesungen haben, mal angeschaut. «Mein Gott ist grösser». Das wäre für mich so ein typisches geistliches Lied, das inspiriert ist vom Heiligen Geist, das wir miteinander singen. Wir werden später miteinander das Lied singen «Alles singt». Im Chorus heisst «Ich erhebe dich, mein Herr und Gott». Alles in mir singt und lobt und dir allein gehört alle Ehre. Und du bist so groß und wunderbar, so eine typische Hymne. So eine Gotteshymne eigentlich, die man miteinander singt. Und später singen wir dann auch noch «Wir schauen auf den Sohn», das wäre so ein geistliches Lied. Und dann ganz spannend, das letzte Lied, das wir heute singen, «So hoch wie der Himmel ist», das ist eigentlich ein Psalm, den man miteinander singt. Das merkt man so gar nicht, aber als ich das angeschaut habe, das ist das ganze Lied sind Psalmen, die da zusammenkommen. Mega spannend. Also zum Beispiel im Psalm 57,2 heißt: «Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich mein Herz.» Und im Lied singen, «Wer sich bei dir birgt, steht fest auf sicherem Grund.» Das kommt aus dem Psalm 26. «Mein Fuß steht fest auf rechtem Grund. Ich will den Herrn loben in den Versammlungen.» Dann heißt es weiter im Lied: «Weil du bist seine Burg, sein fester Turm.» Im Psalm 31: «Denn mein Fels und meine Burg bist du.» Im Psalm 61,4: «Denn du bist mir eine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind.» Dann wieder heißt es im Lied: «Ich vertraue auf den Namen, o Herr.» Psalm 9,11: «Und auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen.» Im Lied heißt es: «Und ich preise deinen Namen, o Herr.» Im Psalm 44,9 kommt das her. «Und deinen Namen werden wir ewig preisen. Nur du bist für mich Sonne und Schild.» Vielleicht singst du manchmal auch so Sachen und denkst, hey, wieso singen wir jetzt, du bist eine Sonne und ein Schild, irgendwie komisch. Manchmal geht es beim Bibellesen ja ganz ähnlich. Ich denke mir, hey, wieso steht das da? Das kommt aus dem Psalm 84 raus, 84,12. «Denn der Herr Gott ist Sonne und Schild.» Und es wird dann da aber gerade noch ein bisschen ausdeutet, was das jetzt bedeutet. «Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln.» Was für eine Bedeutung für Sonnen und Schild. Und dann heißt es im Lied: «Weil so hoch wie der Himmel ist deine Gnade, Herr, über mir.» Das kommt aus dem Psalm 103. «Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten.» Und es heißt dann, wenn mein Herz voll Schatten ist, also auch das gibt es, das Herz voll Schatten ist. Im Psalm 22 heißt es: «Mein Herz ist in meinem Innern zerschmolzen wie Wachs.» Dann strahlt das Lächeln über mir. Sein Lächeln strahlt über uns, über mir. Die Freundlichkeit aus dem Psalm 90. «Die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns.» Ich habe das mega spannend gefunden, mal unsere Lieder ein bisschen auseinanderzunehmen. Wo haben wir da Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder. Und so hoch wie der Himmel ist, das ganze Lied nur Psalmen, die wir singen, mega spannend. Ich habe das auch ausgedruckt und hinten auch aufgelegt dort. Wenn das jemand will mitnehmen oder unten im YouTube-Livestream, könnt ihr das mal anschauen und wirklich jede einzelne Ziel, aus welchem Psalm das eigentlich ist, was wir einander zusingen. Sehr interessant. Und es ist auch etwas mega Ermutigendes. Im Lobpreis, es ist sehr etwas Vielfältiges. Darum habe ich das da so aufgeschrieben, etwas Vielfältiges. Psalmen. Psalmen sind manchmal Lobpsalmen. Es gibt auch Klagepsalmen. Es gibt Bittepsalmen, Dankespsalmen. Es ist etwas sehr Vielfältiges, was passiert, wenn wir zusammen Worship machen. Es gibt Hymnen, es gibt geistliche Lieder. Und das wünsche ich mir auch für unseren Lobpreis, dass er so vielfältig bleibt, wie er jetzt auch ist. Und etwas, was man da aber auch sieht, kommt auch auf den Inhalt drauf an. Der Inhalt ist etwas ganz Wichtiges. Das Wirken von Gott da wie drin ist, soll ja Gottes Wort sein, wo man einander auch lehrt und einander aufbaut. Und darum lohnt es sich auch immer wieder zu schauen, hey, das kommt ja aus den Psalmen raus, so spannend.
zu schauen, was ist das eigentlich, wo wir da singen. Aber etwas, was man da auch sieht, schon antönt, die geistlichen Lieder, der Heilige Geist, der soll und will auch wirken in unserem Worship. Und das ist so wie die nächste Dimension, die ich im Lobpreis auch gesehen habe, wo ich einen Text noch dazu nehmen aus dem Epheser 5. Geistliche Lieder heisst es da. Und im Epheser 5 eine schöne Parallelstelle. Dort heißt es: Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Mit anderen Worten, der Lobpreis, zusammen Worship machen, das öffnet auch unsere Herzen fürs Wirken vom Heiligen Geist, dass er mehr Raum kann einnehmen kann. Das Wirken vom Heiligen Geist ist in unserem Lobpreis, in unserer Anbetung gegenwärtig. Geist. Ich mache jetzt hier noch so Notenlinien. Der Heilige Geist, der sich durchzieht, durch unseren Lobpreis, durch unseren Worship, wo alles prägt und wo mit wirkt. Das bedeutet einerseits, dass der Worship eigentlich nur durch den Heiligen Geist überhaupt passieren kann. Jesus selber hat das gesagt. Gott ist Geist. Im Johannes 4, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und in Wahrheit anbeten. Also der Heilige Geist wirkt in uns eigentlich das Lob und die Ehre und der Preis für Gott, wo wir vielleicht gar nicht würdig mit eigenen Worten anbringen können. Aber es bedeutet auch etwas anderes, nämlich, dass der Heilige Geist im Lobpreis, im Worship am Wirken ist. Also wenn du jetzt da bist, egal wie gern du Worship machst oder überhaupt nicht gern, du darfst nicht erstaunt sein, wenn in der Lobpreiszeit der Heilige Geist in dir anfängt zu wirken. Wenn er plötzlich Glauben in dir anfängt zu bewirken. Wenn er plötzlich etwas aufzeigt dir, wo er will, dass du angehst. Wenn er dir eine neue Erkenntnis schenkt. Wenn er vielleicht auch eine Sündenerkenntnis schenkt, hey, da ist etwas, das du in Ordnung bringen solltest. Wenn er unser Herz heil werden lässt. Oder wenn der Heilige Geist auch sogar unser Äußere, unser Körper anfängt heil werden lässt. Im Lobpreis ist der Heilige Geist am Wirken. Und das ist etwas, was wir unbedingt mitnehmen in unsere Lobpreiszeiten. Was wir auch noch sehen, in dem Vers hinein: Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Also etwas, was da auch mit dabei ist und soll mit reinspielen, das ist unser Herz. Das ist das Herz. Von Herzen. Im Herzen. Das griechische N, wo da klein steht, das bedeutet, dass mit dem Herzen etwas zu tun haben. Es kann sein im Herzen, es könnte auch übersetzt sein vom Herzen oder übers Herz, also etwas, was aus dem Herz rauskommt. Also unser Herz soll im Lobpreis auch mit beteiligt sein. Es soll nicht etwas sein, was nur wie äußerlich da passiert. Darum will ich dich auch ermutigen, das eigene Herz aufzumachen. Vielleicht denkst du manchmal auch, eben, ich kann nicht so schön singen, wenn ich Worship mache, tönt es echt nicht so cool. Oder vielleicht kommst du auch da hin und sagst, eigentlich so wie der Worship da ist, das ist gar nicht mein Stil. Eigentlich mein Stil, das wäre das und es kommt dir etwas in den Sinn. Aber das Schöne ist, beim Lobpreis geht es nicht um den Stil, es geht nicht um die Äußerlichkeiten, es geht nicht, dass es gerade dem entspricht, wie es mir perfekt ist, oder die Musik, die ich höre im Alltag, der RS3 oder der RS1 oder weiss auch keine Ahnung was, sondern es kommt aufs Herz drauf an. Und das ist ein Punkt, den habe ich mir fest vorgenommen. Und zwar, egal wo ich Worship mache, ich will mich nicht vom Stil aufhalten lassen, sondern ich will mit meinem Herz dabei sein. Ich hatte einmal ein lustiges Erlebnis gehabt. Ich bin mit meiner Frau durch Guatemala durchgereist und wir haben eine Gemeinde gesucht, so richtig auf dem Land raus. Da hat es eine Kirche gehabt, die war nur das Wellblech, nicht isoliert und so. Und das Dorf war verteilt über den ganzen Hügel drüber. Überall hat es so Häuschen gehabt und die sind Selbstversorger, haben alle ihre Tiere und Felder und so gehabt. Und dann haben die Worship gemacht in dieser Kirche rein.
Und das Motto war, so laut wie möglich. Dann haben sie ihre elektronischen Instrumente auf die Bühne gestellt und haben die richtig laut eingestellt. Das zweite Motto war, es ist egal, ob die Instrumente stimmen oder nicht. Es hat so falsch gestöhnt. Meine Ohren haben richtig wehgetan. Und das dritte Motto war, zum Teil Lieder, die ich auch gekannt habe, so langsam wie möglich singen. Ein Lied, das bei uns in 3 Minuten fertig ist, haben sie 10 Minuten lang gesungen. Und zwar nicht, weil sie so viel wiederholt haben, einfach so langsam war es. Und das ganze Dorf hat alles gehört, es war ja nicht isoliert und so. Und zuerst haben meine Ohren wehgetan und haben gesagt, nein, stopp, wir sind da zum Gott loben miteinander. Und genau diesen Punkt habe ich mir zu Herzen genommen, ich will mit meinem Herz dabei sein. Und es geht im Fall. Egal wie der Stil ist, also sogar dort habe ich gemerkt, hey, mein Herz kann offen sein, zum Gott loben und ihn preisen und anbeten. Und übrigens, es ist mega cool. Es ist so cool, in anderen Kulturen mit anderen Christen zusammen so die Verbundenheit spüren und zusammen können Gott loben, zusammen Gott loben. In einem Stil, der mir überhaupt nicht entspricht. Das heißt, das war so etwas Kraftvolles gewesen. Also ich habe mir vorgenommen, ich will mit meinem Herz Gott anbeten. Ich will mein Herz parat machen. Egal, ob der Stil, ob das Äußerliche, ob das mir passt oder nicht. Das sind verschiedene Dimensionen. Und etwas, was ich wirklich das Coolste vom Ganzen finde, zum Schluss zu kommen, ist, dass Gott im Lobpreis gegenwärtig ist. Im Psalm 22 heißt es, dass Gott über dem Lobpreis von Israel, von seiner Gemeinde thront. Dass Gott im Lobpreis gegenwärtig ist, dass die Feister vom Himmel aufgehen und er da wirkt. Also auch all die Töne, die da rauskommen, sind geprägt und gewürgt von Gottes Gegenwart. Vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass in einer Lobpreiszeit du plötzlich merkst, wie der Himmel offen ist und wie Gott anfängt zu wirken und reden. Und darum möchte ich zum Schluss so eine von meinen Lieblingsstellen zum Thema Lobpreis vorlesen. Steht in der Chronik, in der 2. Chronik. Das ist, wo das grosse Fest war, zur Einweihung vom Tempel. Und so eindrücklich, wie man dort so beispielhaft sieht, wie Gottes Gegenwart in den Lobpreis hineingekommen ist. Also die haben da den Tempel gebaut, der war bereit und das heisst, die ganze Gemeinde von ganz Israel hat sich da versammelt, um den Tempel einweihen. Und dann heißt es da, und als die Leviten, die Sänger waren, sie alle, nämlich Asaf, Heman, Jedutun, das sind jetzt 3 Männer genannt, die so wie Chorleiter sind, aber dann dazu all ihre Söhne und ihre Brüder, also die sind alle dort gewesen, all die Sänger, die Chöre, in Byssus gekleidet, das sind so weiße Leinenkleider, und dann mit Zimbeln und mit Harfen und Zittern. Zimbeln, das sind so wie Ginellen, so Becken, die man zusammenschlagen kann. Also da hat es ein bisschen Rhythmus dabei offensichtlich. Und Harfen und Zittern, also die alle sind da an der Ostseite des Altars standen. Und bei ihnen etwa 120 Priester, die auf Trompeten trompeteten. Da haben wir auch überlegt, wenn es 120 Trompetenspieler hatten, dann müssen das also recht grosse Chöre sein und mit ihren Harfen und so, dass die dagegen anheben überhaupt. Das war eine rechte Worship-Band am Werk. Also auf jeden Fall heisst es da weiter. Und es geschah, als die Trompeten und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben. Also sie sind zusammengekommen, auch in Einheit, zum Miteinander zusammen, wie eine Stimme, Gott zu loben. Und zu preisen, und als sie die Stimme erhoben, mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn. Denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig. Psalmwort, wo sie da gesungen haben, zum Thema Vielfalt. Und sie haben die Stimme erhoben, zum den anderen das auch zusingen, zum Gott in den Mittelpunkt stellen. Da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Ein absolut spezieller Moment in der Geschichte von Israel, wo Gott auf seinen Tempel in der Herrlichkeit herabgekommen ist. Aber auch ein Moment, wo wir heute miteinander leben, wenn wir miteinander Lobpreis machen und Worship machen. Gott wohnt im Lob,
im Lobpreis von seiner Gemeinde. Wir wollen miteinander auch einstimmen jetzt und Gott loben und ihn preisen. Es ist mein Wunsch, dass wir in Einheit zusammen sein können und so wie sie da in eine Stimme erheben und ihn loben, ihn gross machen. Wir singen miteinander so eine Hymne oder auch ein Psalmwort zum Gott gross machen. Dir gebührt die Ehre. Verschiedene Psalmen, die da auch drin vorkommen oder Gotteswort aus der Offenbarung oder aus dem Psalm 63. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wir erheben unsere Hände. Im Psalm 40 heißt es, vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Im Lied singen wir, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Oder der Hiob sagt über Gott, der Großes und Unerforschliches tut. Wunder bis zur Unzahl, sodass niemand kann zählen. So lass uns miteinander einstimmen und Gott loben, ihn ins Zentrum stellen. In Einheit zusammenkommen, wie eine Stimme singen. Vielfältig singen miteinander. Mit dem Herzen dabei sein. Aber auch einander dienen, am anderen zuzusingen, das auszusprechen und proklamieren, wo man vielleicht gar nicht sieht, dass der Glaube daran wachsen und entstehen. Und Gott ins Zentrum stellen, ihn in den Mittelpunkt stellen und ihn gross machen durch die Worte, die wir miteinander singen wollen.